Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu kleinen Fußballtalk, zur Fußball-Bundesliga. Ähm, Wird auch max 10 Minuten werden, denke ich. Ich wollte einfach mal durchgucken, was jetzt so in der ersten Liga vertreten ist und so ein bisschen meine Prognose abgeben. Auch im Hinblick aufs Tippspiel. Wir haben ein Bundesliga-Tippspiel, falls ihr da mitmachen wollt. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Dann findet ihr auch die Anleitung, wie ihr dabei sein könnt. Ich brauche halt eure E-Mail-Adresse. Schickt die mir am besten über Discord und dann kriegt ihr von mir einen Einladungslink und dann seid ihr dabei. Gibt auch für die ersten 3 Plätze kleine Gewinne, also schaut einfach mal rein. Was ich natürlich im Bayern-Talk die ganze Zeit vergessen habe, war, ich habe hier extra hier so ein schönes Ding eingerichtet. Ist natürlich auch das Verkehrte. Das ist von meinem Zagos-Kanal, Leute. Schiebe ich euch gleich das andere hinterher. Hier, Zagos quatscht, abonniert, lasst einen Daumen da. Gut. Prognosen. Die ersten 3, denke ich, werden auch die ersten 3 um die Meisterschaft kämpfen. Leipzig weiß ich noch nicht. Upamecano weg. Weiß nicht, was mit dem Sabitzer passiert. Ich glaube, die haben noch einen weggegeben, oder? Ich kenne mich. Ich weiß nicht, was die für Zu- und Abgänge haben. Ich habe mich jetzt mit den Mannschaften jetzt nicht wirklich auseinandergesetzt, habe mir keine Zu- und Abgänge angeguckt. Das ist jetzt gerade so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Ich habe leider noch nicht die Zeit dazu gehabt. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, Bayern, Leipzig und Dortmund kämpfen um die Meisterschaft. 4. Champions League Platz. Leverkusen sehe ich dieses Jahr nicht so stark. Frankfurt kann man schwer einschätzen. Kann so und so gehen. Wolfsburg sehe ich eher schwächer wie letzte Saison mit Marc von Bommel. Wo ich Marc von Bommel sehr mag. Ich würde es ihm wünschen. Hat auch nichts mit seinem Wechselfehler da zu tun jetzt. Ich denke einfach, die werden ein bisschen schwieriges Jahr haben. Union Berlin wird auch interessant zu sehen sein. Ich hoffe, die werden nicht abstürzen. Ich hoffe, wir werden wieder im guten Mittelfeld landen. Gladbach kann ich auch nicht einschätzen mit neuen Trainer. Weiß ich nicht. Ist für mich aber auf jeden Fall kein Kandidat für die ersten 3. Wenn sie eine gute Saison spielen, können sie vielleicht Vierter werden. Ansonsten Europapokalplätze. Mehr sehe ich da nicht. Stuttgart auch schwer einzuschätzen, finde ich. Ja, sehe ich da, wo sie hier auch stehen. So ums Mittelfeld rum. Aber man weiß nie, wenn man in so einen Strudel kommt, kann es auch gegen den Abstieg gehen. Hoffenheim dasselbe. Ja, dasselbe ist ganz schwierig einzuschätzen. Mainz genauso, Augsburg, Hertha auch. Ja, gut, es ist Bobic und so. Sollte ein bisschen mehr Konstanz reinkommen, aber dass Hertha jetzt auf einmal um die Champions League mitspielt, müssen wir uns auch nichts vormachen. Um Europacup, ja, wenn sie eine gute Saison spielen, spielen sie vielleicht um Europacup-Platz. Mehr aber auch nicht. Ja. Bielefeld, Köln, Bochum und Fürth, ja, auch ganz schwierig. Also ich hoffe, die Bochumer nehmen die Euphorie einfach mit und kriegen so ein bisschen Union-Feeling hin und bleiben in der Bundesliga. Ich würde es super feiern. Ich freue mich, dass Bochum aufgestiegen ist. Kann ich mal wieder öfters ins Stadion gehen. Beim VfL, warum nicht? Ansonsten, ich denke, Fürth wird wahrscheinlich jeder im Tippspiel als Absteiger tippen. Jeder. Ich denke, es wird keinen geben, der nicht Fürth als Absteiger nimmt. Ja, und dann retten die sich auf einmal irgendwie mit Platz 15 oder sowas. Ja, aber keine Ahnung, wir werden sehen. Also Fürth ist für mich definitiv spielen die ganz klar um den Abstieg. Bielefeld spielt für mich auch um den Abstieg. Mainz spielt für mich um den Abstieg. Augsburg spielt für mich um den Abstieg. Köln auch. Bochum natürlich auch. Ich wünsche mir natürlich, dass sie irgendwie ein bisschen aus dem Strudel rauskommen. Freiburg. Solange der Streich da Trainer ist, werde ich die Freiburger nicht sagen, dass sie um den Abstieg spielen. Der kriegt das immer irgendwie hin und landet dann hier um den, wo er jetzt auch wieder gelandet ist, so Platz 10 rum. Sehe ich also safe. Ja. Stuttgart, habe ich schon gesagt, muss man abwarten. Also ihr seht schon, es gibt so einige Vereine und wahrscheinlich wird uns einer von diesen Vereinen sowieso wieder komplett überraschen. Ja. Gibt es immer. Letzte Saison war es Union, die uns überrascht haben, oder die mich zumindest überrascht haben, genauso wie Stuttgart, dass sie so souverän weggezogen sind. Negativ war natürlich Hertha zu sehen. Köln hätte ich auch ein bisschen anders erwartet.
Und Hoffenheim hätte ich auch ein bisschen anders erwartet. Ja, ich würde es mir natürlich wünschen, wenn der VfL die positive Überraschung wird. Eine negative Überraschung. Ja, wenn so ein Strudel kommt, kann das schon Leverkusen sein. Ja? Muss man ganz klar so sehen. Eigentlich haben sie einen ganz guten Kader, keine Frage. Aber das haben wir bei Schalke und so weiter und so fort auch gedacht. Kann interessant sein. Hoffenheim. Ja, keine Ahnung, mit dem Hoeneß und so. Ich denke es eigentlich nicht. Aber es ist ja immer so. Man wird immer irgendwie eine positive und eine negative Überraschung haben. Bin sehr gespannt. Positive Überraschung könnte natürlich auch härter werden. Ja, warum nicht? I don't know. Ganz schwer. Ihr könnt mir ja gerne mal euren Meistertipp, euren Herbstmeistertipp und eure drei Absteiger oder Platz 16, 17, 18 in die Kommentare hauen. Würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das so seht. Vielleicht auch euren negativen, euren positiven, den ihr sehen werdet. Wenn es mal eine Zeit zulässt, werde ich vielleicht in der kommenden Woche nochmal, werde ich mich noch ein bisschen ausführlicher mit den Mannschaften auseinandersetzen. Und mache dann vielleicht nochmal ein Video. Aber das ist so aus dem Bauch heraus meine Meinung. Ich denke auch, das wird sich da auch nicht viel ändern, wenn ich mir irgendwelche Transfers jetzt angucke. Ja, dann werde ich vielleicht sagen, keine Ahnung, wenn Frankfurt jetzt 1, 2 gute noch gemacht hat, sehe ich die ein bisschen vor Wolfsburg oder Wolfsburg noch weiter unten oder die Gladbacher ein bisschen stärker oder sowas. Aber ja, am Ende des Tages denke ich halt, wie gesagt, zusammengefasst, Bayern, Leipzig, Dortmund spielt um Platz 1, 2, 3. Um Platz 4 sehe ich ja, mit Abstrichen Gladbach, Frankfurt, ja, Leverkusen, Wolfsburg. Obwohl Leverkusen, Wolfsburg sehe ich schlechter wie Frankfurt und Gladbach. Wobei man Frankfurt und Gladbach auch nicht gut einschätzen kann mit neuen Trainern und so, ist immer schwierig. Ja, das wird schon schwierig. Um die Europacup-Plätze sehe ich viele Mannschaften dann, ja. Also Platz 5, 6, 7, da ist richtig was los, ne? Mit Union, mit Stuttgart, sogar Freiburg, Hoffenheim, wenn sie einen guten Lauf haben, Hertha eventuell und noch irgendeine Überraschung wie Bochum oder sowas kann da noch mit reinrutschen. Vielleicht gibt es auch wieder eine Mega-Überraschung, die extrem hoch schießt und dann so um Platz 4 mit rumspielt ein bisschen. Und dann hast du noch mal andere Mannschaften da. Wird interessant sein. Ja, ich denke, das ist ganz gut zusammengefasst. Absteiger, für mich steigt Fürth auf jeden Fall ab. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen Bielefeld wird der zweite sein. Augsburg mit dem Weinziel muss man auch abwarten. Könnte es auch schwierig werden. Ja, und dann hast du die üblichen Verdächtigen mit Mainz. Ich denke mal, aus Sympathien wird es bei mir Bochum nicht sein. Da ist einfach die Hoffnung da, dass die sich safe ins Mittelfeld schleppen können. Also denke ich, wahrscheinlich werde ich persönlich, ich muss ja auch mal drei Absteiger bzw. 16, 17, 18 Plätze im Tippspiel festlegen. Wird wahrscheinlich bei mir aus Mainz, Augsburg, Bielefeld, Fürth. Also Fürth ist für mich safe weg. Köln nehmen wir noch dabei. Also Köln, Bielefeld, Augsburg, Mainz. Daraus werde ich 2 Teams auswählen müssen für meine Plätze. Ich sehe jetzt nicht so die Überraschung wie letztes Jahr, wo ich Schalke genommen habe, was ja noch eingetroffen ist. Das sehe ich jetzt noch nicht so akut bei irgendeiner Mannschaft, dass sie von oben durchgereicht wird. Wie gesagt, so ein Streich rettet sich eh immer. Ja, das sind so meine Prognosen. Gut, Leute, das soll es auch gewesen sein. Kurzes, schmerzlos, kurzes Video. Wie gesagt, haut mir gerne in die Kommentare eure Meinung. Würde mich einfach mal interessieren, wie ihr das so seht. Und ansonsten, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüssi.